Die Bayreuther Stadtkirche. Was man von außen nicht sieht, sie ist eine Baustelle. Ein Team der Firma Ehmann aus Fürth restauriert das Gebäude. Paula Wein ist im ersten Ausbildungsjahr. Ihre Kollegin Rebecca Zenk steht kurz vor der Abschlussprüfung. Die beiden Azubis sollen Türen umranden. Für Paula eine neue Aufgabe. Ungewohnt, aber der Strich muss trotzdem sitzen. Also ich bin jetzt schon sehr aufgeregt, nicht, dass ich was falsch mache oder so. Aber ich finde, man gewöhnt sich dran und umso öfter man macht, umso leichter geht es dann. Während Paula noch ein bisschen Übung braucht, arbeitet Rebecca schon routiniert. Hier ist Genauigkeit gefragt. Die 27-Jährige war schon auf verschiedenen Baustellen im Einsatz und hat dabei einen Trick verinnerlicht. Also ich schaue auf meine Atmung auf jeden Fall. Das ist so ähnlich wie beim Fotografieren. Immer ausatmen beim Ziehen, dann ist man am ruhigsten. Ja, und ansonsten einfach Übung auf jeden Fall. Ganz viel Übung, dann klappt es auch. Viele Arbeiten haben die Maler vor Jahrhunderten schon genauso gemacht wie Rebecca. Da alles Handarbeit ist, brauchen die Kirchenmaler vor allem eins. Auf jeden Fall eine ruhige Hand und künstlerische Fähigkeiten. Also man sollte sich sowohl für die Kunst interessieren, als auch gut zeichnen können zum Beispiel. Und auch schon mal mit dem Pinsel gearbeitet haben. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick, Kreativität, Sorgfalt, Interesse an Denkmälern. Rebeccas Arbeit besteht nicht nur aus feinen, künstlerischen Handgriffen. Die Farbe von den Säulen abkratzen, das geht in die Arme und gehört nicht zu ihren Lieblingsaufgaben. Eine Geduldsprobe. Es geht um diese vor allen Dingen durchfeuchteten Stellen. Verputzen und streichen. Auch das sind Jobs, die Kirchenmaler erledigen. Vorarbeiter Harry Schmidt hat eine Aufgabe für Paula. Und dann legen wir Acetylose-Kompressen auf. Okay. Die zieht das ganze Salzzeug raus. Und jetzt machen wir das so. Dann nehmen wir die Arbeit ist nichts für Zimperliche. So. Im Winter in den kalten Kirchen ist es manchmal sehr kalt. Und das ist nicht immer angenehm. Paula muss sich gut konzentrieren, sie muss aber auch anpacken können. Also seitdem ich hier arbeite, gehe ich immer um 8 Uhr ins Bett. Ich bin so kaputt am Abend, weil man doch wirklich Wassereimer schleppen muss, vom Pinsel auswaschen. Man ist körperlich am Ende am Abend. Also, aber es macht auch Spaß, weil dann ist man ausgelastet und kann gut schlafen. Die 17-Jährige hat sich nach einem Praktikum für die Ausbildung entschieden. Weil ich nicht im Büro sitzen möchte. Ich wollte was Handwerkliches machen oder halt einfach, wo ich wirklich den ganzen Tag was zu tun habe, was machen kann. Ich habe früher daheim immer was gebaut. Ich habe selber für meine Kaninchen ein Haus gebaut. Und da dachte ich einfach, das passt, weil man da immer ganz viele abwechslungsreiche Sachen hat. Unter ARD Alpha Ich Mach's gibt's noch mehr Infos zu den Kirchenmalern und viele weitere Berufsporträts zum Download und als Podcast. In der Werkstatt macht sich Rebecca an ihre Modelle für die Berufsschule. Was aussieht wie kunstvoll bearbeiteter Marmor, ist in Wirklichkeit bemalter Gips. Rebeccas Polierwerkzeug ist aus Achat, einem Halbedelstein. Ich muss darauf achten, dass ich alle Stellen erwische, also dass dann keine so matten Stellen später drin sind. Und ja, dass ich eben gleichmäßig damit arbeite, mit gleichmäßigem Druck, damit keine Dellen entstehen. Im Vergleich zu anderen Handwerksberufen verdienen die Azubis hier durchschnittlich. In der 3-jährigen Ausbildung lernen sie auch Nachbildungen, sogenannte Duplikate von Figuren herzustellen. Dabei braucht es Geschick. Geschäftsführer Matthias Ehmann leitet das Unternehmen in 4. Generation.
Für ihn ist es eine Herausforderung, Nachwuchs zu finden. Also es ist eigentlich schwierig in dem Sinn, weil den Beruf wenig Leute kennen. Am Arbeitsamt ist er eigentlich eher unter dem Bereich Maler, Lackierer eingeordnet, gehört auch zu der Familie dazu. Aber speziell für einen Kirchenmaler wird wenig geworben oder eigentlich ist der Beruf recht unbekannt. Matthias Ehmann stellt bevorzugt Realschüler ein. Für die meisten Betriebe ist ein Hauptschulabschluss Voraussetzung. Der sogenannte Kreidegrund bildet die Unterlage für das Vergolden. Immer schon darauf achten, dass du keine Stellen auslässt. Teile des Bilderrahmens waren kaputt und wurden erneuert. Neben der ungiftigen Grundierung braucht Paula auch oft Chemikalien. Man muss halt aufpassen, wenn man jetzt mit Farben oder eben Spiritus oder sowas arbeitet, dass man das nicht alles so direkt einatmet. Es kann schon viel passieren, dass halt auch nichts ins Auge geht, wie Beize oder sowas. Da sollte man dann schon Schutzkleidung oder eben eine Brille oder so anziehen, damit da nichts passiert. Die negativen Seiten. Arbeit mit Chemikalien, körperlich anstrengend, oft lange Anfahrtswege. Nicht nur beim Umgang mit schädlichen Stoffen ist Vorsicht geboten. Rebecca ist sich bewusst, dass sie bei ihrer Arbeit große Verantwortung trägt. Man muss mit sehr viel Respekt mit den Sachen umgehen einfach, weil die unheimlich wertvoll sind, allein schon dadurch, dass sie so alt sind. Und teilweise kommt halt noch hinzu, dass sie von irgendeinem bekannten Bildhauer, Schreiner oder was auch immer hergestellt wurden. Und dann ist der Wert halt noch höher. Die Berufsschule für Farbe und Gestaltung in München. Die Aufgabe für heute ist es, dass ihr zu dem gegebenen Ornament, das ihr bereits graviert habt, eine Ecklösung entwickelt, ganz individuell abgestimmt auf das Ornament, das ihr dann bekommt. Veronika Schirl bildet Kirchenmaler und Vergolder zusammen in einer Klasse aus. Dann kannst du das ja umdrehen und mal dagegen legen. Es empfiehlt sich, dass man sich das noch mal kurz anskizziert. Sie besuchen bis zum 3. Lehrjahr den gleichen Unterricht. Weil die beiden Berufe sehr artverwandt sind miteinander. Sie bedienen dasselbe Sektorsegment. Sie haben nur unterschiedliche Spezialisierungen. Der Vergolder oder die Vergolderin beschäftigt sich vor allem eher mit der Technik des Metallisierens und der dazugehörigen Ziertechniken. Und ist weniger im Malerischen tätig, während der Kirchenmaler als solches eher eben in der Malerei tätig ist und weniger mit den Blattmetalle arbeitet. Benedikt Hecht lernt Kirchenmaler im 2. Ausbildungsjahr. Er und seine Mitschüler sollen das vorgegebene Ornament sinnvoll ergänzen. Diese Aufgabe erfordert Kreativität. Dass das breiter rüberläuft. Veronika Schirl hilft Benedikt auf die Sprünge. Okay. Aber bist du noch nicht so zufrieden damit? Okay, also als erstes würde ich mal für den Gesamteindruck oben den Halbkreis ergänzen, einfach damit der besser mal optisch dasteht. Vielleicht können wir hier sowas integrieren, dass man sagt, wir gehen hier noch einmal in die andere Richtung, so ein Blatt. Bei dieser Aufgabe können sich die Schüler ausprobieren. Richtig oder falsch ist in dem Bereich etwas flexibel. Es gibt Richtungen, die stimmen oder nicht. Also es gibt nicht ein und die perfekte Lösung, die dann das komplett abdeckt. Es gibt ein Spektrum, aber es gibt auch einfach Lösungen, die falsch sind, weil sie einfach nicht zum Stil des gegebenen Ornaments passen. Abbiamo una doppia condotta. E quanto costa? Bei Daniela Ingala nimmt Benedikt Unterricht im Wahlfach Italienisch. Eine Exkursion nach Italien gehört zur Ausbildung. Vieles der Kunstgeschichte ist ja italienisch und die Vorreiter waren ja immer in Italien. Und Italien hat ja immer mit allem angefangen und das ist halt schon wichtig, irgendwo auch. Ingeborg Mende erklärt Darstellungen von Heiligen. Kirchenmaler müssen sie unterscheiden können und ihre Symbole kennen. Ich habe jetzt was rausgesucht, wo eigentlich... Also das ist ganz exzessiv. Und auch hier, das haben wir auch besprochen, da ist es drin, eigentlich war es da drin, aber sie haben es natürlich so dargestellt. Hier sieht man auch relativ gut diesen kurzen Balken und da das Tafel nur dran gesetzt. Also ist so relativ lang, aber trotzdem. Also Jesus ist klar.
Die Auszubildenden müssen nicht religiös sein, sie sollten aber ein Interesse für die Kirche und deren Geschichte mitbringen. Beim sogenannten Punzieren prägen sie Ornamente ins Gold. Benedikt muss die Abstände genau einhalten und darf nicht zu fest hämmern. Wenn man da zu viel Druck ausübt, dann springt es ab. Das kann auch am Ding, das ist super Gold. Hier braucht's Feingefühl und Geduld. Für die Prüfung oder für die Arbeit dann so eine Auf den ersten Blick ähneln sich die Arbeiten, doch die Lehrerin achtet auf Details. Aber wenn ich jetzt die Mitte anschaue, also wenn ich jetzt das Mittlere anschaue, das ist einfach schön. Also dann merkt man, wie das schlecht ist, wenn man die Seiten verwechselt. Die Ausbildungsinhalte: Farbenlehre, Vergolden, historische Maltechniken. Es ist so, man sieht also da diese Vielbereiche. Benedikts Chef, Kirchenmaler Michael Stein, führt seinen Betrieb in Inzell am Chiemsee. Das ist jetzt praktisch die Deckplatte vom Altar, Altarfront, Antipendium, wo die aufstehen. Und wir werden jetzt gemeinsam uns bemühen, diese Farbschichten wieder zu festigen. Mit Alkohol und Leim bearbeitet Benedikt die beschädigten Stellen. Dadurch verhindert er, dass die Goldschicht weiter abblättert. Er muss gut aufpassen, denn die Flüssigkeiten dürfen nicht auf die intakte Oberfläche tropfen. Michael Stein hat den Betrieb in 3. Generation übernommen. Obwohl er Kirchenmaler gelernt hat, verbringt er viel Zeit im Büro. Denn er muss seine Baustellen für den Denkmalschutz dokumentieren. Nach der Meisterprüfung hat er noch eine Zusatzausbildung abgeschlossen. Der Weg Meisterprüfung und dann vielleicht noch den Restaurat im Handwerk macht eigentlich diesen Beruf schon rund, würde ich sagen. Und er ist ja gespickt mit sehr vielen Tätigkeiten und man muss sehr viel Erfahrung sammeln und man muss sehr viel handwerkliche Erfahrung sammeln. Und die Aufgabenstellung ist einfach immer wieder vielfältig und neu, sodass es, denke ich jetzt mal, eigentlich so vom Lernspektrum her so breit gefächert ist, dass man bis an sein Lebensende immer weiter dazulernen muss. Karrieremöglichkeiten: Meister, Studium Restaurator, Restaurator im Handwerk. Vorbereitungen für die nächste Baustelle. Auszubildende Caroline Hinterseer fertigt eine Schablone an. Die Verzierung soll auf eine Fassade übertragen werden. Der Wagnerhof in Bergen im Chiemgau. Die Grundmauern des Bauernhauses bestehen schon seit dem 16. Jahrhundert. Meister Ewald Schmaus und die Azubis pausen die Fensterumrahmung mit Kohle an die Wand. Sie soll möglichst originalgetreu wiederhergestellt werden. Das ist Benedikts Aufgabe. Dazu braucht er ein wichtiges Utensil. Das ist ein Malstock und den kann ich an der Wand auflegen, dass ich praktisch eine Ablage habe, dass ich hier mit Ablage malen kann und nicht freihand. Unter ARD Alpha Ich Mach's gibt's noch mehr Infos und viele weitere Berufsporträts zum Download und als Podcast. Ein Stockwerk höher legt Kollegin Caroline die Originalmalerei frei. Mit einem feinen Skalpell entfernt sie Schicht für Schicht von der Wand. Das kann Tage dauern. Es macht eigentlich schon Spaß, wenn man dann sieht, was drunter rauskommt und was man freigelegt hat. Es macht schon Spaß, ja. Respekt vor den Denkmälern. Das gehört zum Beruf des Kirchenmalers dazu. Jede Baustelle bedeutet immer auch eine Zeitreise in die Vergangenheit. Ich selber bin sehr interessiert an Geschichte und mich interessiert es auch, wie das früher so alles war, aber wie die gelebt haben, also wie einfach das eigentlich alles damals war. Das ist schon faszinierend.